Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von einem realisierten Kanadram. Das geht um den 4. Teil von Toy Story. Ob das Franchise noch genug zu bieten hat für den 4. Teil oder ob die Geschichte los ausgelutscht ist, das sieht alles hier bei Filmleft. Den Andy ist zu alt für seine Spielsachen, also verschenken de Woody, de Buzz an alle bitten seiner Kollegen und das kleine Mädchen Bonnie. Lo könnten davor an den Spielschule muss gehen. Dass das dem kleinen Mädchen nicht so passt, merkt de Woody schmuggelt sich mit an die Schule. Ganz allein sitzt Lodo bastelt sich ein neuer Kollege mit Sachen, die das der Puppe fand wird. Und daraus entsteht der Forky. Der fühlt sich aber nur überhaupt nicht wie eine Spielsache, probiert immer zurück an die Puppe zurückzuspringen und an den Wäschgehalt zu gehen. Der Woody probiert das allerdings immer zu verhindern, weil Bonnie so immens froh am Forky ist. Der ganz gelohnt natürlich noch gute Krack wie schwer, wo Tisch das die Familie mit einem Mobilhome und Vakanz soll fahren. In der Weg gelingt es dem Forky dann los, sich durch die Basch zu machen. Der Woody springt prompt an drun und probiert den Rimm zu fangen. Ob der Woody den Forky dann lo rümpft und ob der Forky sich da irgendwann einfach als Stil von der Familie gesagt und ob sie den Weg zurückfahren, das sieht alles am Kino bei Toy Story 4. Was soll ich noch sagen? Toy Story scheint irgendwie nie auserzählt zu sein. Das liegt natürlich an der Tatsache, dass es um Spielsachen geht, die immer und eine neue Familie weiter verschenken und neue Sachen können erleben. Und ja, Toy Story scheint irgendwie nie langweilig zu gehen. Lo geht die Macht schon seit 1995 und trotzdem sind immer froh, wenn ein neuer Delo gekündigt wird. Aber was mischt Toy Story da so gut? Angefangen schon mal mit der Starbesetzung wie Tom Hanks, Tim Allen, Jordan Peele oder sogar die Keanu Reeves. Als jeder vom gesamten Cast passt einfach nicht mehr perfekt auf seine Rolle. Und natürlich muss auch der Regisseur erwähnt gehen, den Josh Cooley, der schon bekannt ist für so brillante Filme wie Inside Out, Up oder auch Ratatouille. Weil auch bei Toy Story 4 hat er bewiesen, dass er nicht mit Animationsfilmen einfach nicht mehr drauf wird. Und die Story ist auch genauso schlau und witzig geschrieben, wie in das von einem Pixar-Studio gewinnt ist. Wenn da noch schon die letzte Filmlevel-Episode gesehen hat, der weiß, dass ich immens viel Wert über guten Antagonist lehre. Und oh Mann, die war gelungen. Wie auch schon an Toy Story 3, war ich das Kerem überrascht, wie gut Pixar es gelingt, richtig gut Antagonisten zu schreiben. Die sind all Chaos, immer von Grund auf Base und so unheimlich. Und trotzdem lassen sich die Motivationen immer im nachvollziehen. Also mir persönlich ist das keine Haut beim Gabby Ausgang. Aber ganz ehrlich, ich habe mich auf Platzenweise gefragt, ob das vielleicht nicht so gut ein bisschen zu unheimlich ist für kleine Kinder. Aber bon, bei mir fällt auf jeden Fall immens schwer, irgendetwas Negatives über den Film zu sagen. Weil er einfach von Anfang an immens Spaß macht, dass charmant geschrieben ist. Und ich will einfach nicht mehr daran denken, wie viel ich über den neuen Charakter Forky gelacht habe, da kann ich nicht mehr sagen, guckt ihr unbedingt Toy Story 4 an. Weil wenn irgendwelche Filme für die ganze Familie sind, da sind die von Pixar. Wie denkt ihr über den Film? Hat mir gefallen? Und wie denkt ihr über Pixar Studio? Verrat mal dann in die Kommentare. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Toy Story 4. Bonnie? We're going home, Forky! Bonnie, I'm coming! On my way, Woody! To infinity and beyond! Kaboom! Don't let Woody leave. Kids lose their toys every day. I was made to help a child. I don't remember it being this hard. Woody, somebody's whispering in your ear.